So, merci für das Projekt der Resolution, die wir heute vorgelöst haben. Wir haben hier eine Reihe Observationen, auch über die Rolle des Europaparlaments. Das ist, dass das Europaparlament eine Reihe von Kompetenzen und das ein rechtsstaatliches Prinzip, dass das Parlament eine Institution sich um die Kompetenzen hält, die es tut, und sich kein Unegentheit nicht tut. Für das Europaparlament auch der Matic-Rapport, das wir angeholt hat, als Datei auch eine Diskussion, die sich an Nationalkompetenzen der Memberstaaten fällt und nicht an die vom Europaparlament. Es ist ja so, dass wenn das Europaparlament eine Notion abhört, wie die von Freedom Zone, die hat aus sich keine rechtliche Definition. Und das ist die erste Frage, die wir stellen, wer das überhaupt da gemengt. Gehen wir darüber raus, über die Grundrechte, die an der Europäischen Charta für Menschenrechte oder für Grundrechte dafür gesehen sind. Was heißt die Notion, was sind Konsequenzen? Wir wissen es nicht. Heißt das, dass wir alle Revendikationen sollen unholen? Heißt das, dass wir extra Rechte sollen abhören, ein Genre von positiver Diskriminierung? Auch das wissen wir nicht. Das Zweite ist, Piraten so ein heute ungarisches Parlament hat do Rechter beschnitten, wir sehen das ganz ernst. Der Sinn von dem ungarischen Gesetz als klar, dass die Erziehung von den Kindern soll den Älteren vorbehalten gehen. Und das ist ein Unleis, das wir auch prinzipiell teilen. Es ist ein Gesetz, das an der nationalstaatlicher Kompetenz liegt. Die Europäische Union hat keine Kompetenz, was die Erziehung von den Kindern angeht. Das Dritte ist, was wir auch heute gesehen dass eben die Europäische Kommission dazu Kommentare gemacht hat, wie auch andere europäische Staaten. Wir fanden das unglücklich. Wie gesagt, wir müssen eine klare Differenz machen zwischen dem, was eine Nationalkompetenz ist und eine europäische. Wir wollen keine Diplomatie, die Europa splittet, mehr eine Diplomatie, die Europa zusammenführt. Lugetei proposiert Lützeburg zu einer Freedom Zone zu erklären. Auch hier stellen wir die Frage, soll man hier Rechte geben, die wird da rausgehen, wird für alle Bürger in diesem Land, für alle Residenten, für alle Lützeburger an unserer Verfassung sowieso vorgesehen ist. Was soll das konkret heißen? Sind wir an einem Staat, der andere Rechtskategorien für verschiedene Leute soll schaffen, wenn es den nächsten nur der LGBTIQ-Community, den sich dort zu Beruf hielt, Friedenszonen oder andere Sachen für sich zu reklamieren, oder was soll als Parlament noch ausrufen, wie wir in Kategorien wo Leute. Wir als AD haben eine klare Position dazu, mit allen hier im Land dieselbe Rechte am Bezug auf Grundrechte, auf Bezug auf Freiheiten, und wir machen da keine Unterschiede, und wir sehen auch nicht, dass man sollten irgendeine Form von Diskriminierung positiv oder negativ abwehren oder tolerieren. Als Priorität ist ganz klar, an diesem Kontext will ich noch einmal unterstreichen, keine Diskriminierung, nicht positiv, nicht negativ. Wir engagieren uns für und allem für den Schutz von der Familie. Ich so nicht mehr. Ich will sagen, dass wir als Familie engagieren, weil hier im Land ganz viel Probleme nachgehen an dem Bereich, den wir uns unwollen. Zum Beispiel am Schädungsfall, wo Pappen oder den hier Älteren, Heinz und Mammen, hier kann man nicht mit zu Gesicht kriegen. Ein reelles Problem, den hier immens Gewicht hat. Und ich freue mich hier uns da, Herr Präsident, die Damen und die Herren, was sie an Ungarn gingen denken, wenn sie wissen, wie wir hier Mama Pappen nennen. Als Parent qui a accouché l'enfant, en autre Parent de naissance. Als Parent 1 und Parent 2. Ich meine, es wären viele Probleme, die bei uns hier am Land sind, die wir auch mal sollten thematisieren. Und ich sehe mit großer Sorge, Herr Marger für drinnen Teil von der neuen Konstitution heute deposiert hat, dass auch an der Konstitution der Staat will mit dazu beitragen, dass die älteren Männer Erziehungsrechte wie Kinder haben, an der Staat sich will substituieren. Ich meine, wir haben hier am Land ganz viel zu mehr für als Familien zu verteidigen. Und das ist wirklich als Mann zu Sorge. Wir haben reelle Probleme in diesem Land und wir wollen die als ADR aufpacken, mit Familien zu stützen und ihnen zu helfen. Merci.